Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa, das Woche hier von Straßburg. Wir hatten ein ganz chargiert Woche, ein ganz movementiert Woche. Ich wollte vielleicht just 3 Punkte rausgreifen, die mir wichtig sind, wo ich auch darauf geschafft habe. Wichtig ist für allem die neue Formel, die wir gefunden haben, dass wir alle Monat einen Staatschef, einen Premier aus einem Land invitieren. Das hat angefangen, und zwar mit dem irischen Premierminister, den Vadagar. Und hier ist eigentlich ein ganz interessanter Mann, ein ganz sympathischer Mann, der über die Zukunft von Europa geschwärzt hat. Und das am Anfang da ein bisschen die einzelnen Zyklen, die sollen sich an die Diskussion, die Jean-Claude Juncker angestoßen hat, über die Zukunft von Europa, was wollen wir, was können wir, was geht es in Zukunft zu machen, wie sollen wir uns aufstellen für an der Welt, an dem internationalen Kontext überhaupt noch eine Rolle zu spielen und eine wichtige Rolle zu spielen. Die wisst darunter Akteuren auf den Plan treten, die viel mehr groß sind wie wir, die dadurch auch natürlich hier Probleme haben, die aber eine andere Dimension, eine andere Kraft durchstellen. Und es geht darum, für sie in Zukunft gegen den zu behaupten. Der irische Premier, wie gesagt, hat für allem auf die historische Rolle hingewiesen von den kleinen Ländern. Und hat Joseph Bech, der Lützeburger aus den 50er Jahren, den da eine aktive Rolle gespielt hat, extra ernimmt und gesagt, dass hier eigentlich den europäischen Integrationsprozess, der in dem Moment in Stock gekommen ist, für den zu relancieren. Das ist wichtig. Und mir hat es doch gefallen, so ein bisschen, was zum Budget gesagt hat. Zu der ganzen Strukturreform von der Eurozone. Hier nur zum Beispiel gesagt, am Budget müssen bereit sein, dass Europa sich etwas mehr kaschen zu lassen. Es müssen für uns mal Ziele von der europäischen Politik definieren und dann sich auch mehr gehen, dann noch Geldmittel daran stechen, für die Politik zu machen. Und Irland wäre da absolut bereit, für da mehr zu machen. Und das fand ich auch an den Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Das heißt, da also wollen für trotzdem mehr dat Europa sich etwas kachten zu lassen, mit verbindlichen Zielen natürlich, was dabei herauskommt. Hier hat dann aber auch hingewiesen auf die großen Herausforderungen, die natürlich nach da am Gang sind. Bei Migration denkt, dass wir da 2018 eine Lösung fanden zu der ganzen Flüchtlingsproblematik anzuführen. Und hat, wie gesagt, ein ganz positiv, ein ganz engagiert Rede gehalten. Hier wo es auch hinaus auf kritische Fragen, die zum Beispiel zu der Steuerpolitik abkommen sind, wie Irland hat gesagt, wie Irland bislang die SIO mit verschiedenen Entreprisen, mit verschiedenen, mit der Kommission, auch für die europäische Gerichtshof. Das heißt, nicht hat alles kommentiert, also ganz sachlich kommentiert. Und zufriedenstellend finde ich fand, auch für die anderen Deputierten, die das ganz kritisch gesehen haben, an Berichterstattung, wenn ich gucke, sie durch die Presse, als durchwegs auch positiv. Dann immer 2 Punkte, was an den Umweltbereich geht. Das erste, das ist die Fischerei. Auch für Lützeburg nicht unbedingt Musik im Land, was von der Fischerei, was bei uns ein grosses Sujet ist. Wir leiden nicht in einem Meer. Trotzdem ist es etwas, was mich persönlich ganz stark interessiert hat, wo ich viel mit meinen französischen Kollegen zusammen geschafft habe. Und da geht es, da ist es am Anfang ein paar Punkte gegangen, 4 Punkte, die mir wichtig waren, dass wir die durchgekriegt haben. Und das, ich fange vielleicht bei dem einfachen an. Es sind aus 30 verschiedene Vorschriften, sind 8 verschiedene große Liniendirektrissen gemacht worden, für das ganz mehr übersichtlich zu gestalten, die ganze Fischereipolitik, auch für sie mehr nachhaltig zu gestalten für die Zukunft. Das heißt, dass man nicht hingehen, und dass man als Meere Eidelfische gehen oder dass verschiedene Arten von Fisch komplett verschwinden. Das heißt, dass über die Größe von den Netzen geschwärzt gehen, über all die technischen Hilfsmittel, die der Fischer auf seine großen Schiffe hat. Das heißt, da sind ganz viele Anpassungen gemacht, die für mich in die richtige Richtung gehen. Dann ist natürlich auch regional geguckt, das heißt, das kann in den Atlantik zum Beispiel nicht unbedingt mit der Nordsee vergleichen. Das heißt, da gibt es länderspezifisch, regionsspezifisch Unterschiede, die auch festgehalten gehen. Das haben wir auch festgehalten, die da auch geguckt werden, die auch hier Berechtigung haben. Und dafür in allem haben wir ein Verbot ausgeschwärzt für das elektrisch Fischen. Elektrisch Fischen, das schockiert auf den nächsten Moment, und waren noch ganz viel Lobbying gemacht von ONG, von Umweltschutzorganisationen, die darauf hingewiesen haben. Da gibt es seit 2006 eine Ausnahme für verschiedene Länder, besonders für Niederlande, also für Holländer, die da mit fischen.
weil wie gesot Nordsee net so déi wass, a well ganz viel Fësch wie zum Beispiel Zolen, weil die sich Fong ophalen. An wann da mat Netzer gefëcht gin ass iwwer de Fong, dann ass de ganze Fong opgeschrubbt gin, da sind all die Liewewiesen, die einer Mikroorganismen, da sind die am Fong mat opgesot gin, an das viel Futti gemerk gin, an dodurch sind Holländer op der Wegang fir en elektrischen Impuls ze gin, an dodurch d'Fëch am Fong ze dreiwen, an hier Netzer ze dreiwen lo vereinfacht ausgeschwert. Dat ass awer och trotzdem ganz stark umstritten, da gin et wissenschaftliche Typen, die och so dat dat net so einfach ass net so ungefährlich ass. An wie gesot mir hunn ans ausgeschwert, net nëmme fir dat komplett ze verbieden, méi och fir die Derogationun, die Holländer bis lo hätten, fir déi och aufzuschaffen. Wir treten natürlich an Verhandlungen an beim Conseil, die wëst dat Parlament eng Min huet, dat de Conseil eng Min huet, an dat er van die zwee sich ze summen an Negoziationen können enechen, dat an europäesch Gesetzgebung ass. Da muss lo gucken, wie gesot wer rauskënnt. Dann den dritte Sujet als Energiepolitik. Energie als een extrem wichtigen Dossier gewircht, dat huet aus 3 verschiedenen Zusammenhängen Propositionen bestanden, dat eent als den Undeel vun den erneuerbaren Energien, dat einer das d'Effikazität vun der Energie, an der dritte als Gouvernance, wie steuern wir an Zukunft als Energie merkt. Dat Ganze müssen an Akklang stoen mat der COP21, dat is mat dem großen Akkor iwwer de Klima de Fond gin ass 4 Joer zu Paris. Doaus ginn Nationalplan erstalt an op europäischem Niveau ass et wie gesot fir die Plan eng gewëssen Zielsetzung, eng gewësse Virgab an de mal festgelecht. Wir sinn viel méi ambitieus gewircht wie d'Kommission. Wir sind auch viel mehr ambitiös wie die Memberstaaten, dat heißt, wir haben zum Beispiel 35% festgelegten Undeel und der Energieeffizienz für anzuspuren, dat bis 2030 dat verdeitlichen ich vielleicht in einem Beispiel. Das heißt, ein Beispiel nenne ich mal vielleicht einen Staubsaugenaspirateur für zu sagen, wenn den mit 600 Watt dieselbe Leistung, dasselbe Resultat kann erreichen wie mit 1000 Watt, dann ist es in der Industrie und hat ganz eng mit der Industrie zusammen geschafft, für so Produkte zu entwickeln. Das ist just ein Beispiel. Der Beispiel gibt es Tonnen an Tonnen, Tausenden an Tausenden, wie gesagt, für mir eine größere Effizienz herauszuholen. Dann natürlich den Undeel von den erneuerbaren Energien für den zu erhöhen. Das ist, wie gesagt, auch ein ganz wichtiges Sujet, an auch da gehen wir mehr weit wie die Kommission, auch da sind wir mehr ambitiös. Und wir als CSV-Deputierte waren doch schon immer, auch von DVP so durchgestaltet, als ein bisschen mit zurückhaltend, mehr konservativ. Da waren wir innerhalb von der EVP waren wir aber immer bei den treibenden Kräften für, wie gesagt, immer da nach mehr zu machen, mehr ambitiös zu sein. Und wir haben dadurch das hier fertiggebracht. Wir haben für allem fertiggebracht bei den Biokarburanten, die erste Generation ganz stark zurückzustufen, auf für allem ab 2021 den Palmöl zu verbieten, was für mich ganz wichtig ist. Dann haben wir es fertiggebracht, für den Transport mal dran zu holen. Das ist zu Paris an dem großen Akkord nicht gelungen. Wenn ich so einen Transport, dann denke ich da besonders an Schiffer und die großen Croisière-Schiffer, die großen Tankeren, aber auch an Fliegeren, die extrem viel schütten, die extrem viel Emissionen ausstoßen. Das heißt auch da, wie gesagt, bei denen Plänen, bei denen Vorgaben müssen Transport mit rangeholt gehen. Dann den dritten Dossier für aufzuschließen, das ist Gouvernance, wie man eigentlich die ganze Energie, wie man die managen für die Zukunft. Aber wenn ich so managen, dann ist das einerseits ein gewissen Reporting, das heißt, die Memberstaaten müssen Berichte auflegen, wie sie das gesehen. Wir haben auch an verschiedenen Berichten eine Klausel festgehalten, für die Memberstaaten, wenn sie Ziel erreichen, dass sie aber innerhalb von ihren Überlegungen nach können verschiedene Sachen testen. Das heißt, auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Isolation von öffentlichen Gebäuden, für mehr zu machen oder in einem Land, was nicht das kann machen, was
kann man ma muss dann an engem anderen Bereich méi man dat hech fir dat Ziel awer erreicht gëtt, dat er so bëssen den Reporting an noch de Monitoring vun dem ganzen an dat ass woch en extrem wichtigchen Dossier wéimer wie gesot Gouvernance, wéimer de Management vun der Energie an Zukunft gestalten, dat man engerseits eng Energieversorgung hunn noch eng Sicherheit op der einer Seite hunn, dat man dat nohalteg machen, dat man dat interessant weiter könne feieren, den Wohlstand, de Lebensniveau, den man an Zukunft hunn, aber mat engem ëmdenken, mat eng kloren ëmdenken, Errichtung erneuerbare Energien, wat orere méi Markt fir sech werd ginn mat vill Arbeitsplätzen, an op der anderen Seite och d'Effikazitéit vun der Energie steigeren, a wie man dat ganz wie gesot managen. Et wären so bëssen die puer wichtig Dossien ha vun de Stoßburg war, wie gesot eng chargéiert woch, wo nach einer Sachen ze verzielen, gi verbleiwen, wo kom ich mat Sicherheet die enger derne ke nach Drpp treck. Vimals Merci fir no kucken an bis die nächste Woche.